Servus alle zusammen und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, du jetzt regelmäßig streamen am Freitag, etwa auf die 7:30. Also sind damals dabei, 19:30 gestartet am Stream. Würde mich freuen auf twitch.tv/castle.ch und ja, viel Spaß bei dem Video, das jetzt folgt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute wieder mal ein spezielles Video und zwar, ich habe wieder ein Päckchen bekommen. Und zwar habe ich das Päckchen von der Sony bekommen und was drin ist, das schauen wir jetzt gerade mal zusammen an. So, also da haben wir das Päckchen. Und wieso sage ich überhaupt, wir schauen mal zusammen an, was drin ist, weil wahrscheinlich schon zu jedem Videotitel was drin wird sein. Aber natürlich, um den Spannungsbogen ein bisschen zu spannen, sagen wir es natürlich nicht von Anfang an. Ich habe hier noch das Mikrofon, also hier unten. Falls der Ton manchmal ein bisschen komisch ist, tut es mir leid. So, und zwar haben wir hier mal ganz Haufen Zeug drin. Schauen. Okay, jetzt nur das so drin. Et voilà. Also, wir haben hier das PlayStation Headset. Jetzt noch kurz das Ding wegnehmen. So, ich habe hier das PlayStation Headset bestellt. Das Pulse 3 heisst es. Ja. Pulse 3D heisst es. Und ich bin aber auf der Suche nach einem neuen Headset, weil halt eben PS5 rauskommt, neue Konsole. Nein, ich habe verschiedene Headsets angeschaut, also eben Astro habe ich angeschaut, dann nachher Corsair habe ich noch angeschaut, ich habe auch Turtle Beach noch angeschaut, Razer, also ich habe verschiedene Headsets angeschaut. Und viele sind schon kompatibel mit der PS5, aber ich habe ein bisschen wie soll ich sagen, es schießt mich ein bisschen an, wenn es so Stereo ist. Und dadurch ist ja auch wahrscheinlich schon ein bisschen stereomäßig wird es wahrscheinlich schon sein. Also ich weiß es nicht ganz genau, ich habe mich über das Headset jetzt nicht wahnsinnig informiert, aber der 3D-Sound und alles sage ich schon recht speziell und es nimmt mich wunder, wie es dann auf der PS5 überkommt. Das Coole ist auch, du kannst es auf der PS4 brauchen und sogar auch auf dem PC geht es. Also es ist auch kompatibel mit dem PC rein theoretisch. Und ja, es nimmt mich einfach wunder, wie es dann ist mit dem Headset. Wie gesagt, Astro alles habe ich auch angeschaut. Mein Problem einfach bei diesen Headset ist, du musst einen Splitter haben von der PS zum Fernsehen, musst du einen Splitter dazwischen haben, also heisst das noch ein Adapter, der das Audiosignal rausnimmt und über ein Optical-Kabel auf die Basis schickt vom Astro A50 jetzt zum Beispiel. Was ich vielleicht noch sagen, mir ist wichtig, dass es kabellos ist. Das war für mich das Oberste, weil ich hatte keine Lust mit Kabel. Darum hätte ich auch ein A40 nehmen eigentlich. Wäre auch gegangen fast, was sicher auch gut gewesen wäre. Aber ich habe keinen Bock auf ein Kabel. Eben beim A50 ist es fast so, du hast ja die Station, wo der Sender drin ist. Also das ist eigentlich der Dongle, wo hier eigentlich ein USB ist, wo nachher in die Konsole reingeht. Und da ist es eben so, da tust du einfach einstecken, das Signal wird versendet über PS oder beziehungsweise über den Dongle. Und beim Astro musst du eben die Station haben, dort über die Station wird es dann versendet und da musst du eben noch so einen Splitter haben. Und ich komme von dieser Branche, ich kenne mich ein bisschen aus und Astro schreibt zwar, du hast verzögerungsfrei, also du hast keine Unterbrüche oder keine Verzögerung drin durch den Splitter, aber sind wir ehrlich, überall wo ein Adapter dazwischen ist, das gibt immer irgendwo Einbuß. Sei es in der FPS, in der Bildqualität, irgendwo gibt es immer einen Einbuß. Astro schreibt zwar eben, das sei nicht der Fall bei einem Splitter, aber ich traue dem Zeug einfach nicht. Also bin jetzt halt auf das ausgewichen. Ich arbeite jetzt mal mit dem, preistechnisch ist es nicht wahnsinnig teuer, 120 Franken für ein Headset ist eigentlich, sage ich jetzt mal, okay. Das tut ja viele Funktionen noch unterstützen, von dem her ist das eigentlich noch recht easy. Und sollte mal irgendetwas von Astro kommen oder von Turtle Beach, das dann nachher auch kompatibel ist mit der PS5 oder dann nachher auch irgendwie 7.1 Surround unterstützt oder weiss ich was alles, ist natürlich dann wiederum besser oder dann schaue ich dann, dass ich auf das switche. So, genug um den heißen Brei herumgelabert. Wir werden das Ding mal auspacken, wir werden mal reinschauen. Ich bin recht gespannt, wie es wird sein. Und ja, in 2 Tagen ist es dann mal so weit. Heute haben wir den 17. Dann kommt ja die PS5 raus. So, wenn wir das jetzt mal aufmachen, sehen wir einfach mal das hier. Also wir haben hier mal wieder das weltberühmte WC-Papier. High Quality. Sogar farbliche Gebrauchsanweisung, nicht schlecht. Genau, da sind einfach die verschiedenen Funktionen drin, die man dann mal durchlesen kann, wenn man will. Und das hier ist Safety Guide, da brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier mal so ein kleines Täschchen oder ich weiss nicht, so ein kleines Päckchen hier drin. Und hier haben wir mal ein USB-C-Kabel. Finde ich auch nochmal gut, USB-C. Die wollen wir mal ein bisschen machen auf den neuen Standard. Ein Klinken,
Kabel, sogar mit einem Winkel. Und das hier ist eben der Dongle, der dann in die PS hineinkommt. So, dann haben wir hier wieder Papier, auf die Seite. Und dann haben wir hier das Headset. Und ich muss sagen, vom Gewicht her, es ist sehr, sehr leicht eigentlich. Es ist nicht schwer. Und also, ich glaube, für meinen breiten Schädel wird es wahrscheinlich schon noch passen. Die sind recht weich. Folie oben drauf. Haben wir hier auch wieder die PS-Logos drin? Ah ja, voll. Also ich kann es wieder nicht zeigen. Hier oben im Bügel innen sind überall wieder die PlayStation-Logo. Also wie auf dem Controller. Ohrmuscheln, ja. Ohrmuscheln dunkeln mir recht klein. Schauen wir mal schnell. Also wir haben hier mal den Ein- und Ausschaltknopf. Hier haben wir mal das Mikrofon. Klinkanschluss, USB-C zum Laden, Mute-Knopf, Volume, Monitor off. Keine Ahnung, wahrscheinlich kann man sogar noch den Fernseher steuern mit dem. Chat oder Game Sound, den man verstellen kann. Es ist alles an der linken Muschel, also es ist nicht an der rechten. Die rechte ist eigentlich leer. Okay. Ja, also es ist, für den Preis sage ich es okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es super Qualität ist. Das hat relativ dünn noch. Ja, ich weiß nicht, das muss man schon aufsetzen. Okay, also meine Ohren tut es jetzt schön umschliessen. Also meine Ohren haben Platz und ich habe jetzt nicht gerade die kleinsten Ohren. Es ist sehr leicht, es drückt auch nicht irgendwie blöd drauf oder so. Ich habe ja noch eine Brille an mich, aber ich glaube, mit der Brille wird es schon auch gehen. Es ist ja auch VR-kompatibel. Ja, also spannend. Also man muss natürlich zuerst mal ein bisschen ausprobieren. Ich weiss nicht, hat es auch Noise Cancelling drin? Ich glaube schon, es hat ja 2 Mikrofone. Wahrscheinlich wird eines für Noise Cancelling zuständig sein und das andere wird einfach zum Aufnehmen sein. Genau. Ja, nicht schlecht. Muss ich wirklich zugeben, nicht schlecht. Und ich würde mal sagen, ich tue das mal kurz verbinden mit dem Laptop und versuche mal kurz eine Aufnahme zu starten. Dann können wir mal schauen, wie das Mikrofon ist, dass ihr auch hier einen kleinen Einblick habt, wie das Mikrofon funktioniert oder wie es läuft oder wie gut es tönt. Ich hoffe, es ist schon ein bisschen geladen. Und ja, sehen wir uns gleich wieder. Gut, also, ich tue jetzt mal umswitchen vom Ton, von meinem Mikrofon hier unten, also von meinem Handy, das ich hier noch habe als Mikrofon. Ich tue jetzt mal umswitchen aufs Headset und zwar jetzt. Und jetzt hört ihr mal jetzt so den ersten Eindruck, wie das Headset überhaupt tönt über das Mikrofon. Klar, es kann sein, dass auf der Playstation das noch ein bisschen anders stimmt, weil es vielleicht eben mehr auf die Playstation abgestimmt ist. Aber dass ihr mal so plus minus einen Eindruck habt, wie es überhaupt tönt, so wäre es dann mit dem Headset zusammen. Gut, also ich habe jetzt auch noch schnell kurz ein bisschen Sound auf den Ohren gehabt, beziehungsweise mal ein bisschen gehört, wie tönt es überhaupt. Ich hatte ein bisschen verschiedene Musik mal durchgezappert, von Hip-Hop, Pop oder einfach auch so ein bisschen House-Music, einfach halt so ein bisschen verschiedene Genres, um ein bisschen zu schauen, wo spürt man, ob er überhaupt gut ist, das Headset vom Sound her. Und ja, also ich muss sagen, sie sind okay. Ich sage mal, vielleicht, gerade jetzt zum Beispiel, wenn ich so vielleicht COD und so Games, ich denke jetzt gerade mit dem 3D-Audio, wo jetzt halt, ich kann ja halt nicht überprüfen, wie das funktioniert, weil PS4 unterstützt das natürlich halt nicht. Aber gerade jetzt denke ich mal so ein bisschen, der 3D-Audio auf der PS5 könnte sehr spannend sein. Weil eben halt Finalberichte, wie gut das sind, kann man wahrscheinlich jetzt gerade momentan nicht, weil für da muss man halt PS5 haben. Aber sie sind jetzt nicht basslastig, sie sind nicht irgendwie gut in der Höhe oder in der Mitte, also sie sind eigentlich ganz normale Lautsprecher, kann man sagen. Also da muss ich wirklich sagen, für den Preis kann man auch nicht mehr erwarten. Eben, man muss sagen, man kann sie vergleichen mit einem Astro-Headset, ganz klar, weil das Astro-Headset kostet halt irgendwie so 250, 280 Franken. Wir reden hier von einem Preis von etwa 120 Franken, oder? Also, da muss man halt schon auch ein bisschen mit beachten. Man kann es nicht vergleichen, es sind 2 Paar Schuhe. Außerdem, eben wie gesagt, muss man halt mal warten, wie es dann auf der PS5 schlussendlich wird sein. Ob es dann nachher wesentlich besser wird werden oder ja, schlechter denke ich jetzt nicht. Also es kann nur besser sein. Aber sie sind jetzt von der Klangqualität her, vom Bass und so, gar nicht speziell. Also ich habe noch das Turtle Beach Headset und das klingt schlechter als das jedenfalls. Und es ist natürlich schwierig für mich, euch jetzt genau zu sagen, wie es tönt. Aber ich kann einfach sagen, es ist nicht wahnsinnig speziell. Es ist sicher schlechter das hier als das Astro, definitiv. Oder als das 7.1 Surround. Aber wie gesagt,
final einstufen kann man es ist auf der PS5, definitiv. Weil auf der PS4 oder auf dem PC, das ist keine Referenz, beziehungsweise auf dem PC, jetzt auf dem MacBook kann ich es gar nicht abspielen lassen, den Sound, das ist nur das Mikrofon gegangen. Aber auf der PS habe ich natürlich dann den Sound testen. Was ich einfach auch noch ein bisschen schade finde, ist, dass man halt einfach alles hier auf ein Ohr raufgehauen hat, also von den Knöpfen her. Und es ist sehr, sehr mühsam, wenn man das jetzt so drauf hat. Das ist mir gerade vorher aufgefallen. Dann wird man da zum Beispiel den Game Sound einstellen und dann weiss man jetzt gerade wo und dann muss man da zuerst ein bisschen nachfühlen und alle Tasten fühlen sich eben noch gleich an. Also oben kann man umstellen von Game auf Sprachchat, das muss man da oben machen. Dann ist irgendwie wieder ein Knöpfchen dazwischen. Dann kommt wieder ein Wippe, glaube ich, wo dann steht Game Chat. Wo man einfach die Lautstärke verstellen Mikrofon. Also das hätte man auch anders machen können, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich nehme die Mute-Taste nehme ich hier über oder irgendwie, keine Ahnung, den Anlass nehme ich hier über oder einfach, dass man es ein bisschen aufteilt hat, nicht an seinem Ohr. Das ist ein bisschen, meinen Augen ein bisschen schlecht gemacht oder ein bisschen blöd gemacht. Aber ich denke mal, in allem wird es wahrscheinlich seinen Zweck erfüllen, definitiv. Mir nimmt es Wunder, wie lange das so gut bleibt, weil ich weiss nicht, was das für Material ist. Aber das ist eigentlich so ein Material, das nach 2 Jahren dann mal anfängt zu bröseln, weil der Weichmacher rausgeht und dann trocken wird. Also mein Rat an euch, wenn ihr jetzt gerade, wo PS5 rauskommt, nicht gerade zwingend ein Headset braucht, dann spart euch die 120 Franken, dann wartet ihr lieber bis irgendwie Turtle Beach, Astro oder sonst irgendeinen Hersteller Headsets auf den Markt bringen, weil ich denke auch, das wird nicht wahnsinnig lang gehen, bis ein neues Headset rauskommt von diesen grossen Marken und dann habt ihr auch wahrscheinlich dort, sage ich jetzt mal, etwas Vernünftigeres senden. Wenn ihr aber nicht warten könnt, denke ich, wird das sicher eine gute Alternative sein oder wenn natürlich auch sagt, ja, mein Budget ist nicht irgendwie 200, 300 Franken, dann ist es natürlich eine gute Alternative. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über die Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Denkt dran, Donnerstag ist soweit, PS5 kommt raus. Auch von meiner Seite wird es dann wahrscheinlich ein Unboxing geben. Ich hoffe, ich bekomme sie auf Release. Bis jetzt sieht das super aus. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, sagen wir mal, schönes Tag noch und ciao.